von meiner Seite. An diesem Monat gehen wir als Gemeng Thema durch Gott, der Pap. Am Hühner ist darüber schon an der letzten Predigt viel Gedanken gemacht. Am Hühner ist so vieles erinnert, was man an der Bibel können entdecken über Gott, der Pap. Zum Beispiel, dass er den Schöpfer von Himmel an Erde ist, dass er allmurst tut, dass er gnädig ist, auf vieles mehr. Und heute werden wir letzte Sonntag an diesem Monat dann als dem wichtigsten Aspekt vielleicht für Gott, den Pap, widmen, nämlich, dass Gott lebt ist. Und ein Text, den wir lesen, der steht an 1. Jean 4,8. Das ist den Haupttext von heute. Ich werde aber nur auch noch ein paar Verse rundherum lesen. Also die dürft man abschließen ganz hand an der Bibel. 1. Jean Kapitel 4, Vers 8. Das ist ein Haupttext von heute. Da steht auch nicht ein Satz. Da steht nämlich, wer kein Leben tut, kennt Gott nicht, weil Gott lebt als. Und dafür ist das Thema heute auch relativ einfach, Gott als lebt. Aber ich fand das immer gut, dass ich ein bisschen den Kontext am Blick habe von dem Bibeltext. Dafür lese ich noch ein paar 1. Jean Kapitel 4, ab dem Vers 7 bis dem Vers 12. Leif, Geschwister, los da ist den anderen gern hun, weil leif für Gott könnt. Jiederin, der leif tut, als aus Gott geboren, kennt Gott. Wer kein leif tut, kennt Gott nicht, weil Gott lebt as. So ist leif für Gott in das Eis gewiesen gehen. Gott hat sein einziger Jungen an die Welt geschickt, für das wir durch hier leben können. Das heißt lebt. Nicht, dass mir Gott gegeben hatte, mir das hier ein Eis gegeben hat, als er Jung als Opfer geschickt hat, für Eis Sünden zu beißen. Liebe Geschwister, weil Gott uns auf das Manier gegeben hat, da soll mir auch den anderen gern holen. Er tut noch nie Gott gesehen. Wenn wir den anderen gern holen, bleibt Gott an Eis, als lebt, als an Eis vervollständigt gehen. Wir werden das Thema, dass Gott lebt, das an 2 Schritte als angucken, nämlich der nächste Punkt wird sein, lebt interessiert sich für den anderen. Und der zweite Punkt wird sein, lebt geseit den verbal und auch an der Aktion. Und wir fangen nun mit, lebt interessiert sich für den anderen. Für dich will man kurz die Frage beantworten, ja, wenig gibt dann eigentlich der Brief 1. Jean geschrieben. Nur den konservativen Bibelausleger war das ca. 90 nach Christus. Den 1. Jean-Brief gehört zu den letzten Briefen vom Neuen Testament und dafür kann ich davon ausgehen, dass die ursprünglichen Empfänger von dem Brief sich wie mir praktisch die ganze Bibel schon kannt tun. Das hatten sie vielleicht nicht ein Buchform verein, mit theoretisch kann ich davon ausgehen, dass sie bald die ganze Bibel schon hören hatten oder manche eben noch gelesen hatten, wenn sie selber lesen konnten. Geschrieben gouf der Brief von einem Jünger von Jesus, dem Jean eben. Und er gedurft an der Theologie oder Predigten als den Apostel von der Leif beschrieben. Und das bleibt daran, weil wenn ihr seine Bücher in der Bibel guckt, das Evangelium von Jean, wo wir heute schon ein Vers daraus hören haben, die Offenbarung, und vor allem die 3 Briefe am Schluss von der Bibel von ihm, die schwätzen viel über das Leif. Das ist eigentlich interessant, dass wir hier so nennen, weil hier war nicht immer so. Und Gott hat hier müssen, kann ihn auf gut Lützburg so relativ krass aus seinem Denken verändern. Und das kann ich für allem und engem Ereignis gesehen, dass Gott hier wirklich krass verändern, weil er Lukas Kapitel 9, Vers 52 bis 56 kann ich folgende Geschichte lesen. Hier hat Boten für sich hergeschickt. In der Weg kommen sie an den Dorf von den Samariter, für du alles für hier zu bereden. Aber sie haben hier nicht willkommen geheischt, weil hin auf Jerusalem in der Weg war. Wie sind Jünger, de Jacques und de Jean das gesehen haben, fragten sie hier, Herr, willst du, dass mir Feuer vom Himmel hochrufe, für das sie zerstört gehen, genauso wie den Elia es gemacht hat? Mir hier hat sich umgedreht und hat sich Platz gesagt. Ihr wisst nicht, was die für Geist ihr animiert. Die Jungen vom Mensch kommen nämlich nicht, für Menschenleben zu zerstören, für sie zu retten.
du gönge sie an den anderen Dorf. De Jean und sein Bruder Jacques waren relativ brutal Männer an ihrem Denken. Die Samariter, die sie sowieso nicht gut leiden konnten, wollten nämlich hier an der Geschichte de Jesus nicht willkommen heißen. Und dafür kommen de Jean und sein Bruder auf eine gute Idee. Und komm, da bringen wir sie um. Wir freuen einfach Gott, dass er Feuer vom Himmel werft. Und biblische Argument für dann noch zu sagen, dass das der geistliche Argument wäre, denn Elia hat das ja auch gemacht. Also für dich kann in den 2,4 werfen, dass die Bibel nicht gut kann tun. Weil den Elia hat das nicht gemacht. Denn Elia hat zwar Feuer vom Himmel gefroht, aber das ist auf den Altar gefallen und den Altar ist verbrannt. Die Leute, die ihn Hanno umbringen müssten selber mit der Hand umbringen. Wir werden sie für allem nicht verstanden hatten, de Jacques, sein Bruder de Jean, Gott als lebt. Und hier will Menschen nicht umbringen. Hier will Menschen retten. Dafür haben de Jean und sein Bruder müssen an ihrem Denken eine Veränderung erleben. Aber beim Jean kann ihn das gesehen, hier ist nur den Apostel, der voll von der Leib von Gott ist. Wenn der Enker eine Begriffsuntersichtung macht vom Begriff lebt, da werde bemerken, dass seine Bücher könnt der Begriff lebt am meisten für im ganzen Neuen Testament. Also Gott kann Menschen verändern, Gott kann sogar unseren Charakter verändern. Dafür so eine Predigt heute kann herausfordernd gehen, mehr, dass ermutigend dabei ist, Gott kann dich und mich verändern, dass wir von Roseleid zu Lebeleid gehen. Dafür los uns mal gucken, was das heißt, dass Gott lebt ist. Gott als lebt. Was heißt dieser Satz eigentlich? Lebt als kein Charakterzug von Gott. Lebt als auch keine göttliche Eigenschaft. Lebt als nicht etwas, was Gott auch noch hat. Lebt als Gott sein Wesen. Lebt als Gott seine Identität. Lebt als Gott seine DNA. Weil Gott lebt das, muss ich als Mensch also Gott beobachten, für zu verstehen, was lebt ist. Am Diktionär misst also beim Begriff lebt Gott als Erklärung stehen. Nun ich am LOD noch geguckt, da ist das nicht der Fall. Beim LOD geht es doch eher um die Orthographie vom Lützeburgischen und die Bedeutung als manchmal eher der zweitrangigste. Wie war das lebt, weil Gott lebt das? Wer ist lebt? Dafür muss ich als Mensch den besten Diktionär über das Lebt abschlagen. Bibel. Die Bibel weist mir, wie Gott ist, aber weil Gott lebt das, als Bibel auch dummer der beste Diktionär, den ich abschlagen kann, für definiert zu kriegen, was lebt das. Ich kann mal so heute relativ einfach machen, dann mal ich einfach ganz Bibel von 4 bis 10 durchlesen und das so haben wir das Leben definiert. Dafür haben wir nicht Zeit. Wenn wir wollen mal am Anfang von der Bibel angucken, mit dem ersten Punkt, was lebt das. Gott fragt den Adam an, auch Eva eigentlich, an 1. Moses 3, Vers 9, wo bist du? Kurz dafür kann ich lesen, wie Gott den Mensch als Mann und Frau erschaffen hat. Er hat noch die Spielregeln am Garten an Eden erklärt. Mit Menschen und Gottes Regeln direkt ignoriert, dann hier ist Weg gegangen. Also kann Gott sagen, okay, guck, dass da eins geht. Aber so als Gott nicht. Gott ist nicht für dich ein emotional gesteuert Wesen. Gottes Leid für die Menschen ist auch nicht so, wie es lebt als Menschen auf das, emotional. Gott ist nicht verknallt an Menschen, weder an dich noch an mich. Und hat Menschen auch nicht gerne, weil wir irgendetwas wie hier gemacht haben. Gott hat den Mensch gerne, weil er sich so entschieden hat, weil es sein Geschöpf ist. Aber Gottes Leid ist eben nicht nur eine Eigenschaft von ihm, das ist seine DNA. Und dafür ist Leid bei Gott immer mit Aktion verbunden. Hier sitzt nicht passiv am Himmel auf seinem Thron, mit Gott ist aktiv. Ihm sind Menschen nicht egal. Hier ist nicht gleichgültig. Hier geht von seinem Thron sozusagen hei an den Garten an Eden, und hier sieht der Mensch, den hier weiter gern hat. Er interessiert sich für den Mensch. Gott ist eine Person, die lebt.
Und lebt interessiert sich für den anderen. Das ist eine wichtige Eigenschaft für Gott, an der man davon lebt. Interesse um Gegenüber. Ein permanent Interesse. Nicht Hass. Nicht Gleichgültigkeit. Mehr Interesse. Wie sieht das bei uns aus? Die Leif, die wir hier an 1. Mose, wo am 1. Jean beginnen, leben wir die auch aus. An unserem Predigtext steht nämlich, wer kein Leif tut, kennt Gott nicht, weil Gott lebt uns. Heißt, ich soll als Christ an meiner Beziehung des Eigenschaft von Leif auch ausleben. Es sollte mich für den anderen interessieren. Wie gesagt, das bei dir an deinem Beständnis aus? Oder an der Gemeinheit mit der Geschwister? Wenn hast du deinen Partner mal gefragt, wie es ihm geht? Oder dem Bruder oder der Schwester hier in der Gemeinde? Ich bezeichne das Eigenschaft von Leben und Beständnis an der Christen, weil an Epheser 5, an Jean 17 jeweils gewiesen wird, dass die zwei Formen von Gemeinschaft und Leben für Gott ganz speziell weisen sollen. Lebt am Beständnis und lebt hier an der Gemeinde oder an der Gemeinschaft von Jesus, soll die Welt auf Gott hinweisen, ob sie lebt. Also, wenn hast du deinen Partner mal gefragt, wie es ihm geht? Oder dem Bruder oder der Schwester hier in der Gemeinde? Aber wenn du das vorgestaltest, warst du doch bereit für es geht mir nicht gut. Weil dann heißt das, den anderen braucht den Hilfe an der Zeit. Ich schreibe meiner Frau, heinst du über WhatsApp, ist alles okay. Wir sind nicht dann noch bereit für den von, nee, es geht gerade nicht. Die Bibel weiß, dass Gott bereit ist, für uns Not zu lauschen, für uns Not zu gehen. Ihn interessiert, wo wir sind, wie es uns geht. Er lauscht uns noch. Immer. Das ist eine Ermutigung. Wir haben immer einen, den uns noch lauscht. Wir haben immer einen, den sich für uns interessiert. Mit das Vorbild von Gott ist auch eine Mahnung. Sind wir immer daran interessiert, wie es einem dem anderen geht. Oder schwätzen wir nicht mehr Handelangst. Falls du nicht alle Menschen in dieser Gemeinde kennst und du siehst, ich schon soll gehen, weil Gott das von mir fordert, dann habe ich für dich eine Aufgabe, die gilt eigentlich für uns alle. Lud einen oder anderen an, den du nicht kennst. Alle die Gemeinde Leute kennen. Und wenn du sie alle kennst und siehst, ich schon soll gehen, weil Gott das von mir fordert, dann lud sie noch einmal alle gut den einen oder anderen an. Weil da kannst du an ich für ihn den anderen da sein. Helfen, beten. Da leben wir das Leben wirklich aus. Da weisen wir, dass wir verstehen und lebt, interessiert sich für den anderen. Und da fangen wir an, das auszuleben, was wir nur am zweiten Punkt wollen, am Detail gucken. Lebt, Geseiden, verbal und auch an der Aktion. Diesen Monat habe ich für das Thema Gott, der Pap, das Bild von zwei Händen als Hintergrund für den Überblick von der Predigten gewählt. Es gesagt den Hand von einem Kant, und es gesagt den Hand von einem erwursenen, ich meine von einem Mann, aber darüber kann ich streiten. Wenn der Mann ist, vielleicht von einem Pap. Wenn ich erst fragen, ob die zwei gut mit in eins gehen, gilt die wahrscheinlich ja so. Weil das kann schenkt am Vertrauen, ob die erwursene Person ihm tanzen gehen. Wir sehen also hier eine Form von Leben und Aktion. Aber wenn wir als Gott an der Bibel angucken, dann können wir feststellen, Leben ist nicht passiv. Leben ist aktiv. Leben Geseiden, verbal und auch an der Aktion. Verbal sehen wir Gottes Leben durch die Bibel. Wenn zwei Personen verläuft sind, da schwätzen sie normalerweise viel mit denen. Für die schon lange gestürzt sind, könnt ihr euch erinnern, wo das noch so war. Aber wenn Menschen sich schätzen, dann erzählen sie dem anderen viel von ihrem Leben. Gott hat als Menschen gerne, jedereen, durch mich. Und jedereen kriegt von ihm einen ganz persönlichen Brief, Bibel. Da hat Gott uns alle einen ganz persönlichen Brief geschickt. Und es wäre gut, dass wir den am Manst einkehr durchgelesen hätten.
Und als Lützeburger können wir ja mittlerweile wenigstens das Neue Testament sogar in unserem Mammespruch lesen. Also Gott schwätzt in dem ganz persönlichen Brief an deiner Mammespruch zu dir. Und der Philipp sieht ja, dass es gut war, dass ich da mit Bibelkunde genervt habe. Aber der Mensch steht noch ein bisschen weiter. Offiziell könnt ihr bis diesen Mittwoch erst ummelden für Bibelkunde und dann 10 Minuten Bibel durchlesen. Aber wenn der Lützeburger sieht, dann darf er das ja auch Neue Testament auf Lützeburg lesen. Wie viel werde ich dazu nass, wenn die Bibel liest, erlebt ihr, wo es wirklich göttlich lebt. Die sieht beim Lesen von der Bibel, dass Gott euch ganz persönlich gern hat. Und zwar sieht ihr das, weil Gott nicht nur geschwärzt hat durch die Bibel zu uns Menschen, hin das auch aktiv an Aktion getrunken. Und der Vers nur als im Predigtvers steht an 1. Jean 4,9-10, so was leicht für Gott in der uns gewesen gehen. Gott hat sein einziger Jungen an die Welt geschickt, für das wir durch hier leben können. Das heißt lebt, nicht, dass wir Gott gern hatte, mit dass er uns gern hat, als er Jungen als Opfer geschickt hat, für uns Sünden zu beißen. Gott war bereit, sein Jungen für dich und mich zu gehen. Das tun wir heute auch am Abendmahl, als du erinnert. Es kann nicht Gottes Leid also an der Aktion gesehen. Wir sagen, heinst du, eher selten das Lied, was gut am Hauptsatz das ausdrückt. Wer von der Liebe singt, der kann vom Kreuz nicht schweigen. Es gibt viele Lieder überlebt an der Welt, und die sind auch alle mehr oder minder berechtigt. Wenn ich über die wirklich lebt schwätzen, dann muss ich über Gott schwätzen. Und wenn ich über Gottes lebt schwätzen, dann muss ich erzählen, dass Gott, der Pap, sein einziger Jungen gehen hat, für das wir durch hier leben können. Und wenn ich das als Mensch verstehe, wenn ich sturner lebe, da gibt es just eine Reaktion gegenüber Gott, der mir auch an einem Lied einst du sangen. O Gott, dir auf Eier, du großes Gemach, so hast du die Welt gern, wo es als all gehen der Jung. Sein Leben hat hier gehen als Bös für uns Sinn, all Mensch kann auch kommen, der Weg ist ganz frei. Luft den Herr, los der Schalen erstimmen, Luft den Herr, lust leid sich aller Frieden. O kommt bei der Pap durch Christus sei Jung, er gibt ihm all ihr großes Gemach. Gott ist lebt. Und das Geseide, weil hin sich für uns interessiert. Und das Geseide, weil hin zu uns durch die Bibel schwätzt, und noch an Aktion als durch Jesus geholfen wird, und noch am Alltag hilft, so wie wir heute auch schon hören haben. Wie gesagt, das lohnt der verbaler lebt und der lebt an Aktion bei uns aus. Weil der Predigtext sagt ja, wer kein Leben tut, kennt Gott nicht, weil Gott lebt das. Also haben wir die lebt. Wie gesagt, zum Beispiel mit unser verbaler lebt aus. An Epheser 4, Vers 29 steht, es darf kein schädlich Werde aus ihrem Mund kommen, mir nimmer gut Werde, die dem helfen, den es braucht, für das sie den Nolauster Gutes tun. Durch meine Eltern habe ich 24 Jahre ein altes Koppel an der Belg kennengelernt. Ich soll nicht den Namen, mit denen ich so normalerweise bezeichnen tun, weil da sieht man den Gedanken ganz woanders. Die Frau konnte ganz gut kochen. Also sie war immens gastfreundlich. Wenn der Teller eitel war, kriegte ich immer etwas noch, aber wenn ich ganz satt war, kriegte ich noch einen Löffel drauf. Der Mann war während Jahrzehnten hauptverantwortlich für ein Gemeng. Aber bei dem Mann ist mir immer aufgefallen, sowohl wo ich ein kleiner Junge war, wenn meine Eltern durchgegangen sind, und auch wo ich studiert habe zu Louvain-la-Neuve an der Lang durchgegangen sind, der Mann war immer fein. Nie ein böses Wort, immer ruhig. Sogar, was seine Frau genervt hat. Wenn ihn etwas gesagt hat, dann hat es Hand auf Fuß. Da war es konstruktiv. Und manchmal Menge Präsenz waren es just gut wieder, die den Mund von dem Mann verloren haben. Das Bild, was ich von dem Mann habe. Genauso sieht der Paul doch hier im Epheserbrief.
Wir sollten verbal eng Leben tun wie Gott. Gut Wörter sollen aus unserem Mund kommen. Sieh mir verbal auch mit der Leben den weh. Kommen nimmer gut Wörter aus unserem Mund. Also ich scheitere darin. Wichtig ist heute zu sagen, der wir noch ermahnen, konstruktiv kritisieren. Mit Voraus will ich dem anderen durch meine Kritik helfen oder den anderen zerstören. Gesehen ich auch das gut bei dem anderen. Ist meine Kritik immer mit einer Ermutigung verbunden oder geht es just darum, den Fehler zu weisen? Wenn wir über das Leben an der Aktion schwätzen, da passt dazu, was der Paul in Galater 6,10 schreibt. Dafür sollen wir, wenn wir Gelegenheit dazu kriegen, jeder Gutes tun, zumals denen, die zur Glaubensfamilie gehören. Der Paul betont hier, dass wir für allem als Gläubige in der Nähe sollen als Gutes tun. Lebt an Aktion ausleben. Und die Bibel weist, dass wir das also besonders am Bestiertnis an der Gemeinschaft hier können da machen. Wie helfen wir praktisch daheim, wenn wir bestört sind? Oder als Kinder den Eltern? Aber wie sieht es hier an der Gemeinde aus? Wenn es einem nicht gut geht, machen wir wirklich etwas? Oder schwätzen wir just drüber? Oder kritisieren wir die anderen, dass sie nichts machen, für zu helfen? Die Bibel weiß, dass die göttliche Leben aktiv ist. Und dafür sollten wir auch aktiv sein. Wenn ich heute über das Leben von Gott schwätzen, dann darf der wahrscheinlich bekanntesten Text aus der Bibel über das Leben nicht fehlen. An 1. Korinther 13, Vers 4 bis 8a steht: Lebt als geduldig und herzensgut. Lebt geht nicht jaloux. Lebt bretzt sich nicht und ist nicht überheblich. Lebt ist nicht taktlos und sich nicht ihren eigenen Vorteil. Lebt lässt sich nicht provozieren und ist nicht notdrohend. Lebt freut sich nicht über die Ungerechtigkeit, aber sie freut sich über die Wohlrecht. Lebt erdreht alles, glebt alles, hofft alles und hält alles aus. Lebt hält nie ab. Diesen Text beschreibt eng interessiert, eng verbal und eng aktiv lebt. Und aus meiner Sicht beschreibt diesen Text Gott selber, weil Gott asjot lebt. Ich lese den Text mal 4, an dem sich der Begriff lebt immer mit Gott ersetzen. Gott ist geduldig und herzensgut. Gott geht nicht jaloux, wobei ich da eine kleine Erklärung will geben. Die Bibel sieht, dass Gott kann jaloux gehen, mir nicht auf die falsche Art und Weise wie wir jaloux können gehen. Es bleibt immer ein gerecht Manier. Gott bretzt sich nicht und ist nicht überheblich. Wenn ihr seht, es sind Nummer 1, dann ist es Welt richtig. Gott ist nicht taktlos, er sich nicht sein eigener Vorteil. Gott lässt sich nicht provozieren und ist nicht notdrohend. Gott freut sich nicht über die Ungerechtigkeit, er freut sich über die Wohlrecht. Gott erdreht alles, glebt alles, hofft alles und hält alles aus. Gott hält nie ab. Gott ist lebt. Wenn wir ehrlich sind, da scheitern wir alle Guten oft und das lebt. Wir sind froh, dass Gott uns gern hat, dass hier sein Jung für uns gehen hat. Wir leben oft nicht dieselbe Lebt gegenüber unseren Partner, Geschwister, Familie oder Freunden aus. Wir scheitern oft. Und dann denke ich mir, Heinz, du, es sind halt so. Das ist mein Charakter. Mit Bibel weiß, wir sollten nicht abgehen. Gott konnte den Charakter von einem Jean verändern, den der Samariter Feuer vom Himmel gewünscht hat. Gott hat auch den Paul verändern können, den am Anfang Christen umbringen gelost hat. Dafür Gott kann auch dich und mich verändern. Und los uns dafür beten. Als ein dem anderen helfen, dass wir Menschen gehen, die von dieser Leid für Gott verändert werden. Heinz, du hast mir auch noch eine andere Ausrede. Ja, ich will hier oder hat gern hun, mir hier oder hat so blöd. Hin und da und dat gemacht. Ja, das stimmt vielleicht. Oft ist der Partner, der Bruder, die Schwester, den anderen wirklich blöd.
und hat Sachen falsch gemacht. Wie du warst auch blöd. Und hast auch Sachen falsch gemacht. Aber wie hat Gott reagiert? Er hat seinen eigenen Jungen für dich und mich gegeben. Weil hier dich und mich aber gern hat. Weil hier lebt das. Weil das bei Gott nicht nur eine Emotion ist von Blödsinn oder nicht. Nicht nur eine Eigenschaft, die hier heinst du weißt. Bei Gott das lebt seine Identität, seine DNA, sein Wesen. Los, da ist der lebt, für Gott unholen. Und los, da ist auch eine DNA kriegen, die aus Leib besteht. Gott sei all Ehre dafür. Amen. Wir wollen Gott aus dem Herz näher gehen und gemeinsam an das Gebet gehen. Jeder soll sich frei fühlen zu beten. Ich werde dann aufschließen mit dem Gebet. Amen. Amen.
Herr Jesus Christus, Papa im Himmel, so stehen wir vor dir, mit all diese Gebete am Herzen, die mir dir gesucht haben, Herr. Wir beten dich, dass du sie hörst, mit dem Wille geschehen ist, Herr, dass du als Kraft schenkst, dass das, was wir hören nun, Herr, über dein Wort, Herr, über dein Wesen, Herr, dass du lebst, was, Herr. Und Herr, du sein kann dem Wort gesucht, mir solle Christus ähnlich gehen, Herr. Christus als lebt, dann hilf du uns, dass wir an dieser lebt wissen, und ja, Herr, dass wir als einfach von Dingen lebt brechen lassen, Herr, dass wir demütig gehen. Und das beten ich auch ganz besonders für mich, Herr, aber auch für alle Einzelnen von uns Geschwister, Herr, dass du uns für uns lädst, und ja, einfach, ja, dass wir einfach voller Dankbarkeit dir für und dir stehen, Herr, dass wir Unteil haben in dieser Leib, die du uns schenkst. Ich will beten für den weiteren Verlauf von diesem Tag. Willst du die Hand über dich halten? Willst du uns begleiten haut? Willst du uns nur bleiben? Und ja, Herr, willst du uns helfen, dass durch dein Geist an den Leib dein Wort an unser Herz auf Frucht ruhen kann? Dir zu Ehre. Bei Jesu Christi Namen. Amen. Wir sangen danach gemeinsam das Lied War Frieden mit Gott.
Das war schön. Wir stehen auf für den Segen. Und der Segen, den ich vorlese, steht am Buch von der Sprüche vom Salomo, Kapitel 10, Vers 22. Und das Buch ist noch nicht übersetzt, aber ich sehe so frei. Der Segen vom Herr allein mischt reich. Egent bemühen dreht nicht dazu bei. Also bieten schläft Geschwister für ihr und auch für mich, dass den Herr ihr mit seinem reichen Segen beschenkt. Er soll ihr Frieden an Herz schenken, an Haut mit dich Sinn, an Alldach. Am Namen von Jesus Christus. Amen. Eine schöne Woche, ihr alle Guten. Nein, kurz sitzen, wenn ich lift. Von der Welt. Zum Timo noch kurz, ich weiß nicht, ob ich so sollte, ich fand, das passt aber nicht so schlecht. Timo sollte mir sind alle blöd. Da gibt ein gutes Beispiel an der katholischen Kirche, steht ja ein Urgel. An ein Urgel ist ein ganz gutes Beispiel für die Gemeinde, weil sie lauter Pfeifen dran, aber wenn die richtig spielt, da kommt schön Musik raus. Also, holt das nicht Bass, ich bin die größte Pfeife von daher. Also, ja. Dafür wollte ich aber noch nicht auf hier kommen. Ein ganz anderes Thema, das wird nicht mal im Gottesdienst zu dienen, aber ich wollte Teil 4 so. Und zwar geht es um die Kirchen, die haben wir schon wie